es ist Zeit für den ersten Auftritt des Co-Gastgebers Ukraine. Sie spielen im ersten Spiel gegen Schweden. Ankick für die in Gelb spielenden Ukrainer. Sie legen sich den Ball nach vor, stürmen bereits mal und da ist schon das 1:0. Blitzstart für die Ukrainer. Na Gott sei Dank haben sie das gegen Österreich nicht gemacht. So, jetzt Ankick für Schweden. Und ein Stangenschuss. Ein Stangenschuss, da haben sie ein bisschen Pech gehabt. So, das gibt jetzt eine weitere Fernschussmöglichkeit für die Ukraine. Der geht, glaube ich, auch an die Stange. Wahnsinn, das hätte schon das 2:0 sein können. Die Schweden noch einmal und wieder an die Stange. Ja, gibt's denn sowas? Denen geht wirklich das Pech an den Schuhen. Pech so schwarz wie die Dressen, die die Schweden heute anhaben. So, hier wieder ein Angriff der Ukrainer und der Ball geht aber deutlich über das Tor drüber. Das gibt wieder einen Abstoß für Schweden, den wehrt der Torhüter in Seiten aus ab. Einwurf für Schweden, legt sich den Ball davor, gute Chance und eine super Parade des Tormanns in Gelb. Und noch eine Chance für Schweden und wieder eine tolle Parade. Ja, so wie es ausschaut, hat die Ukraine einen neuen Nationalhelden. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern bis zum Pausenpfiff. Noch ein Einwurf für die Ukraine. Sie verlieren den Ball wieder an Schweden und da ist jetzt der angekündigte Pausenpfiff. Mein Resümee, während die Seiten gewechselt werden, die Schweden hätten sich definitiv schon den Ausgleich verdient. Sie haben jetzt Ankick, verlieren den Ball aber knapp vom 16er der Ukraine. Die gewinnen den Ball zuerst zurück, verlieren ihn aber dann im Mittelfeld. Jetzt wieder Ballbesitz für die Ukraine. Und ein gefährlicher Aufsitzer, der geht noch ganz knapp übers Tor drüber. Abstoß für Schweden. Sie legen sich den Ball gut vor ins Mittelfeld. Das gibt eine Fernschusschance, bleiben aber hängen bei der tief gestaffelten Abwehr der Ukraine. Ja, und noch ein gefährlicher Aufsitzer. Diesmal ging er an die Latte, also mittlerweile muss ich meine Meinung aus der Halbzeit revidieren. Die Führung der Ukraine geht mittlerweile auch schon wieder in Ordnung. So, Abstoß für Schweden. Da haben sie jetzt ein bisschen Ballglück gehabt, aber sie scheitern im Abschluss wieder. Noch, die Chance lebt noch, aber so wie die heute spielen, wird das, glaube ich, nichts mehr. Und so, wenn die so bei der WM-Quali gegen Österreich spielen, dann sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, da haben wir durchaus eine realistische Chance auf 3 Punkte. So, während wir schon langsam Richtung Ende des Spiels kommen, die Ukraine nochmal im Angriff. Aber der Schuss ging weit übers Tor drüber. Damit nehmen sie wieder ein bisschen Zeit von der Uhr und das war auch schon der Schlusspfiff. Ein Start nach Maß für die Co-Gastgeber Ukraine gegen heute im Angriff harmlose Schweden. Hoffen wir, dass das auch bei der WM-Quali nächstes Jahr so ist. Das war's von mir. Auf Wiederschauen und schönen Abend.